Los geht's. Los geht's. Und das letzte Mal für her. Das wird immer besser. Ganz heil. Meine Herren. Podcaste. Das ist salzburgerisch für Podcast. Herzlich willkommen. Es ist Ende November. Es ist kurz vorm, wir haben just nachgerechnet, kurz vorm ersten Adventssonntag. Genau so ist es. Haben Sie schon den Adventkranz? Haben Wir Sie schon Grenzen Sie heute ein. Grenzen Sie? Keine Ausgrenzung. Ja, ausgrenzen haben wir überhaupt keinen. Na, geil, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind für euch da. Und ja, da mal sagen, trinken wir mal over zuerst. Hast du gesagt? Oder- Folge 10, gell? Folge 10! Zweistellig. Ich vergiss schon alles. Ich weiß auch nicht. Folge 10. Folge 10, Wir das haben sagen wir's zweistellig. Ich habe mir eigentlich gedacht, nach der dritten Folge hört sich das kein Mensch mehr an. Und ich habe geglaubt, du hast doch bei der dritten sind wir schon zweistellig. Ne? Nicht ganz. Nein, aber wir haben Folge 10. Danke, dass uns so überhört, dass wir weitermachen können. Wir trinken nach wie vor heute auch nochmal antialkoholisch. Macht euch ein Bier daheim auf. Das passt gut dazu. Gell? Genießt es. Wir haben heute Stieglitz. Stieglitz. Ist das nicht der von... Ruckedigu. Nein, das ist der von Inglourious Bastards, oder? Der Hauptmann Stieglitz. Ist das der? Heißt der Stieglitz nicht? Der Till Schweiger spielt den, glaube ich, oder? Hugo Stieglitz. Baust du viel Zeit zum Fernsehen? Keine Ich weiß Ahnung. nicht, ich Kann weiß schon sein. nicht. Glaube ich schon. Es ist eine Limonade von Stiegl. Dankeschön. Auch diese Folge wird wieder gesponsert. Mit natürlichem Fruchtsaft. Limonade, ich hab Zitrone. Was habt ihr das? Zitronenwasser ist Ja, schon was Wild Gutes. Lily. Sehr passend. Wild Lily. Bitte Wenn Lemon irgendwer da mit draußen Lilly heißt, Wildbeerengeschmack. schreibt es uns. Wir haben die Wild Lily. Gell? Wir sagen werden ein Getränk die Wild ausgeben Lily. an die Lilly, dass vielleicht auch sie wild. Bei mir steht nur probiere mich. Probiere mich. Probiere, Steht ne? auch bei ein paar Omen. Probiere. Prost! Ja, zum Wohl. Kann sein, mal zweistellig. Sehr gut. Wuchtig, fruchtig. Nein, falsch, oder? Das heißt, was haben wir gelernt aus die... Und schenkt dir ein. Nein, sag. Was haben wir gelernt aus den letzten 2 Folgen? Also das Stiegl-Sortiment umfasst auch wirklich für nicht-alkoholische Getränke. Alles, was das Herz begehrt. Auch. Es gibt alles. Es gibt echt alles und es ist alles sehr gut. Also wie das Wild Lily, das ist immer ein Saftel. Passt. Burschen, wie geht's euch? Wie geht's dir? Du machst jetzt schon seit 4 Wochen deine Kur, oder? Nein, es ist immer nur der gleiche Tag. Wir haben das gleiche gewandert. Ach so. Mir geht's genauso gut wie vor 2 Wochen. Aber nein, es passt. Also so körperlich passt es einfach einmal bei mir. Natürlich, Arbeit schaut man über, dass man alles hinterher bringt. Das ist natürlich viel. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist mehr so eine Lebensaufgabe. Jetzt kommt ja dann die starre Zeit, die ruhige, besinnliche. Gerade für Musikanten, wo Ja, wie heißt das so schön? nichts zum... Wann die Stadezeit. ja. Wenn die starre Zeit anfängt, Wenn die Stadezeit vorbei ist, dann dann kommt endlich wird es auch wieder ruhiger. beim Karl Valentin, oder? Ja, dann ist Karl Valentin, dann wird es auch wieder ruhiger. Apropos, Karl Valentin hat auch so schöne Sprüche, gell? Wenn es draußen regnet, dann musst du lachen, weil wenn es nicht lachst. Jetzt bin ich komplett deppert. Fangen wir mal von vorne an. Wenn es draußen regnet, dann musst du lachen, weil wenn es nicht lachst, dann regnet es genauso. Schön. Vielleicht so eine kleine Weisheit, die was wir euch mitgeben dürfen. Jetzt in die Stadtzeit, wir reden auch schon Die rüber. Kernbaum Jetzt haben ein Lied, saufst, dann stirbst und saufst, dann nicht stirbst da. Der Gustl Bayerhammer hat das einmal aufgenommen. Kann ich mich fast nicht entscheiden, welche Version das besser ist. Aber ich glaube, fast die vom Gustl Bayerhammer. Sie haben so eine schöne Version von Heute ist mein Aldi gestorben. Ich weiß nicht, ob das auf einem Weihnachtsalbum ist, keine Ahnung. Also das Weihnachtsalbum von den Kernbaum. Kennt man? Ja, das ist schon Wahnsinn. Kernbaum, was ist da, Mann? Ja, nur das Beste. Wirklich? Nur das Beste. Vielleicht sag eine Nummer, dann können wir es in unserer Playlist dazu da. Schauen wir, ob wir was finden. Ja, also
Ja, es sind eigentlich alle gut. Lasst euch überraschen. Ja, Schaut bei unserer Spotify-Playlist Alle Jahre vorbei. will ich mal schauen. Aber jetzt ist doch so die Zeit, also ich bin ja schon immer, ich bin ja ein bisschen früh dran. Das passiert. Bei allen macht er nichts draus, Harry. Scheiße. Da, Vielleicht wird es jetzt besser nach dem Dumb Reset. Nein, Geht das Phone bin an? früher dran. Nein, Ui. wow. Schnell kippt die Weihnachtsstimmung. Die Ich fange ja wirklich im September an mit Weihnachtsspiel. wir grenzen keinen aus. Ja, und ich habe jetzt vor 2 Tagen, Anfang November, habe ich auch schon aufgelegt. Michael Bublé. Wann die Weihnachts-CD, die Christmas-CD. Mariah Carey? Nein, Wham? Nein, habe ich auch noch nicht aufgelegt. Nein, das ist aber, ich finde die CD finde ich echt geil. Die kann man jetzt auch wieder hören von Michael Bublé. Vor allem, wann er anfängt. It's beginning to look a lot of Christmas. Das ist so ein wohliges Gefühl, wo du dich einfach nur mehr auf den Sofa legen möchtest. Jetzt weiß ich es. Es wird schon gleich dampfer für die Kernbuben. Das ist das, was man am meisten... Alter, es wird schon gleich runter von den Herren. Ja, das ist mein Michael Bublé. Wirklich, dann wird's für die Weihnachten. Legen sie auf Dann haben wir werden beide. beide sticken in unsere Playlist rein, da horcht zum einen, welche nicht das Beste ist. Herrlich. Ja, Adventkranz 2, haben wir schon einen? Nein. Nein, Aber ich glaube, wir haben was zu organisieren. verlautbaren. Wir haben was zu verlautbaren. Und Wir haben zwar- eine Idee. Meinst du, das ist mein Adventskalender? Ja, perfekt. Ja. Und zwar, wie auch schon in der letzten Folge, gibt es jetzt quasi anschließend an diese Folge bei uns am Instagram-Account einen Stiegel-Adventskalender zu gewinnen. Und ich habe jetzt was Cooles ausgemacht. Wir kriegen da für die nächsten Folgen vom Podcast auch einen, den wir bei uns aufstellen dürfen. Das heißt, wir dürfen auch einen Adventskalender aufmachen. Schaut vorbei auf Instagram, dert's mit, das zahlt sich wirklich aus. Also geht sich noch aus, dass du ihn pünktlich kriegst auf den Advent. Dieses war der erste Streich. Der zweite, wir werden dann im Dezember an unseren Algorithmus was verändern. Wir werden nämlich wir werden euch ein persönlicher Adventkranz sein. Wir senden nämlich wirklich jede Woche im Advent. Also es wird in die 4 Adventwochen jede Woche eine Folge geben. Wir haben noch nicht ganz Bis die schlüssig, 4. Kerze brennt. bis die 4. Kerze brennt. Wir haben noch nicht ganz schlüssig, wann wir es dann genau machen, ob wir es am Mittwoch machen oder am Sonntag. vielleicht am Sonntag sogar. Ich fand es ja am Mittwoch geiler, weil der 24. Dezember heuer ein Mittwoch ist und dann hätten wir wirkliche Weihnachtsfolgen. Also muss man eigentlich fast machen. Aber da werden wir wirklich jede Woche mit einem schönen Adventkranz für Sie eine Folge produzieren. Dafür wird es nachher eine klitzekleine kurze Pause geben. Genau, also wir arbeiten uns ein bisschen Ferien, aber dann machen wir eine kurze Pause, nicht von langer Dauer. Wir haben gesagt, Mitte Jänner Mitte werden wir Jänner dann starten wir wieder ein. Genau. Mitte Jänner werden wir wieder 2027. 2027, weil wir haben ja was vor. Ja, Dominik. Ja, wir sind Ich jetzt weiß noch nicht, ob wir da Internet haben. Ich weiß nicht, ob es das da gibt. ja, das Internet, das hält sich sowieso nicht. Gell? Ja, Nein, wir sind jetzt noch ein Jahr in die USA, gell? 2027, Harry. Genau. Natürlich im Jänner 2026 starten wir wieder ein, aber genau, wir machen einen kleinen Auslandsaufenthalt. Unser Ich habe Auslandskorrespondent. jetzt gar nicht gecheckt, dass wir 27 gesagt haben. Ich bin so enttäuscht. Wirklich, das ist null. Kennst du das, was es erst noch überreist? Mir geht es teilweise so Entschuldigung. Nein, kenn ich beim nicht. eigenen Das ist mir noch nie Podcast, passiert. dass ich in Fredel seine Schmäh sehr stolos, also als check, wo ich mir Das danach passiert anlasse, mir gell? dauernd. Das passiert mir Genau. dauernd. Das Nein, wir mit machen, Algorithmus habt ihr auch nicht gecheckt. Ja. Sie fahren, die zwei Lassen wir uns einmal. die zwei Helden fahren Dominik, fort. wir können null aufpassen. Sollen wir uns mal auf ADHS testen lassen? Ha? Ich glaub, was? das auf ADHS. wie geht's da bei Harry? Wer seid ihr? Und zu dem Test nehme ich nur ein paar mit. Da kenne ich ein paar Musikanten. Die wissen Bescheid, glaube ich. Schön. Sie fahren nämlich nach Las Vegas. die Wir zwei. fliegen. Also vielleicht Wir fliegen bitte. Fahren dann wir nicht. Vegas, Baby. Da haben wir morgen. fahren müssen es mit Zeppelin, oder? Die fahren. Sagt man. Also ein Heißluftballon fährt. Ein Zeppelin fliegt, ja. Nein, ein Ballon fährt. Ein Ballon fährt? Ballonfahrt. Ja.
Warum vor der Ballon? Weiß man Der nicht. fliegt doch. Nein, das sagt man so. Hessen du, er schwebt. Nein. Sie fliegen nach Las Vegas, die zwei. Und ich Vegas, freue mich Baby. schon auf die Geschichten. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Nein, wir haben gesagt, wenn wir es jetzt nicht, dann wir es Zu Vegas nie was? wieder. Fahrt's auf Vegas? Zu Vegas. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht ja, heiraten wir. Wir zwei. Sollen wir Elvis-Hochzeit machen da drüben? Ha? Das war gar nicht. Ha? Wir verstehen null. Wir verstehen null. Und antworten wir auf tiefstes Salzburgerisch. Er versteht uns nicht. Sag etwa da nicht. Sag ich da nicht. I want to marry. Was hat er gesagt? Geh, Harry, sag ihm du, dass das nicht tut. Alter, du darfst den Bö haben nie wieder einreisen. Wirklich. Nein, wir fliegen um, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht dann, wann dann, dass wir Silvester in Las Vegas verbringen. Genau. Und wir fliegen aber dann auch nochmal weiter und schauen uns dann aber so. Also es wird eine Kulturreise, kann man sagen. Wir sind gerade noch dabei, was muss ich dann, aber wir möchten uns anschauen, weil es wird dann auch noch San Francisco, da fahren wir dann ein bisschen runter mit dem Auto und schauen uns das da drüben ein bisschen an. Harry, Autobahn, sechsspurig. Gell? Ja, gefährlich. Gefährlich. Ich habe schon eine Einschulung gekriegt, dass ich aufpassen muss, wenn ich da drüben mit dem Auto fahre, weil die Autobahnen sind sechsspurig. Dass ich rauskomme. Ja? Genau, aber das wären schöne Wir halten Geschichten. den Kraft, wir posten ein Urlaubsfoto Ich hätte auf jetzt eine Instagram. ha? Frage. Bitte. Also, das mit Vegas, können wir sagen, lassen wir das? Ja. Las Las Vegas. Vegas. Mit Adventkalender oder Adventskalender? Adventkalender heißt Adventkalender. Wer geht denn nur für einen Advent? Adventkalender. Adventkalender. Ja, Adventskalender gesagt, gell? Ein Adventskalender. Advent. Nein, Advent. Dann tust du Adventkalender. Advent. Advent. Alter. Wow, Adventkalender. Ja, Wow. ja, Aber sind wir uns einig, also ohne S. ohne es. Ohne Wow. Adventkalender, ja. Das ist wie Pizzas oder Pizzen. Oder? Oder Pizzaschnecke, weil da konnte auch noch ein S vorher dabei sein. Pizzaschnecke. Da ist es. Weil du hast ja, oder Semmelknödel und Semmelnknödel, da gibt es ja so einen Sketch mit dem Gewaltinger. Wirklich? Ja, aber du hast ja mehrere Semmeln dann zu den Knödel eigentlich. Okay. Ah, Nicht? kommen wir nicht mit. Ja. Ohne N, glaube ich. Ha? Die R oder die N, nur weil recht dran kriegen. Aber Pizzas oder Pizzen? Pizzen, oder? Pizzen. Ich bin noch eine. Bei mir ist Pizzas. Pizzas. Holen wir uns ein paar Pizzas. Holen wir uns ein paar Pizzen. Ich glaube, ich wechsle. Pizza. Ich tue mal so, ich tue mal so. Ich bin ein Chamäleon. Chameleon. Wir haben eine Blitzfrage vom Andreas. Mit einem Wort antworten. Polka oder Walzer? Polka. Walzer. Walzer. Warum? 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 Weiß ich nicht, ist mir jetzt auf ich bin mehr da der. Rambazamba. Glaube ich, spiele mehr. Aber lieber auch oder einfach? Ich spiele Walzer genauso gern. Ich Nein, spiele es Walzer gibt's genauso nicht mehr. gern. Aber ich habe jetzt, glaube ich, als erstes daran gedacht, was mir leichter fällt zum Komponieren. Oder was ich schon mehr komponiert habe, das ist ein Polka. Ein Polka fällt mir gleich mal ein. Bei einem Walzer muss ich ein wenig überlegen. Genau. Aber ich horch tendenziell sogar mehr Walzer. Komischerweise. Musst du ja, wenn du mit mir zusammen wohnst. Ja, nein, das sowieso. Nein, aber ja, nein, so auf dem ersten Dings glaube ich, wenn man so sagt, wie, was sechste du oder welcher Stück sechste du oder irgend sowas, glaube ich, säge ich mir mehr als Polka. Bredel? Wenn wir ganz in die Walzer. esoterische Linie gingen. Siehst du mehr als Walzer? Ich bin mehr so der Walzer. Ist kein Zwiefach. Nein, erstens, du voll gern Walzer tanzen und Walzer ist irgendwie so, das ist so mein Tempo. Das ist so gemütlich. ein wenig so. Du bist auch der Ruhepol in unserem Trio. In Das zum ADHS Trio. In unserem ADHS. Ohne dich kommt man das nicht machen. Ja, eindeutig Walzer. Schau. Ja, berührt mich einfach mehr. Also ich finde das ein Polka dazwischen auch mal cool, aber Walzers. Bei Walzen. Walzinis. Walzen. Walzers. Nein, berührt mich einfach echt.
schöne Melodien, schön Brot. Gefällt mir. Halt. Schön, dass wir das jetzt mit einem Wort beantwortet haben. Nächste Frage. Wir schweifen. Wir haben doch so viele Fragen gekriegt. Was ich ganz interessant finde, was wir gekriegt haben von der Johanna. Was lachst du da so, Frau? Oh, Johanna. Oh, Johanna. Hat gefragt, was wir davon halten, wenn Frauen, beziehungsweise Damen, hat es dazu geschrieben, Bier trinken. Ob das ein No-Go ist oder vollkommen okay. Kann man wieder ansitzen vor der letzten Folge. Gell? Also, ob das ein No-Go ist? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es überhaupt nicht. Findest Aber ich kenne keinen, der was sagt, die trinkt ein Bier, was ist mit der? Kenne ich auch keinen. so nächstes, die trinken kein Bier, gell, waren wir wieder. Da kenne ich eher Stimmt nur Männer. eigentlich, ja. Da kenne ich eher nur Männer, wenn du irgendwo hinkommst und sagst und dann Spritzer anschaffst, was ist mit dir? Oder gern Spritzer. Dass das quasi, Spritzer ist unmännlich, irgendwie so. Das kenne ich nur eher, als würde ich sage, die trinkt ein Bier. Also, finde ich überhaupt kein No-Go. Bitte, trinkt's. Trinkt's alles. Stiegelbier. ja. Nein, ich finde auch. Oder Frill? Ich überlege gerade selber, ob ich irgendwie ob's irgendwas, aber nein, es ist eigentlich völlig wurscht. Ich habe mir jetzt auch noch nie darüber Gedanken gemacht, glaube ich, warum das jetzt für eine Frau anders ist wie für einen Mann. Also ist jetzt beides super. Nein. Aber haben wir, glaube ich, gut beantworten können. Also Team Bierfrauen. Team sagt was. Ich finde das eigentlich sogar Team super. Frauen. Ich finde das super Team sympathisch. Bierfrauen. Ich finde das super sympathisch, wenn wer wirklich einen Bierguster hat. So ein, jetzt mache ich mir eine auf und das ist jetzt Genuss trinken. Nicht so, magst du was? Trink mal gleich was. Das ist nicht so. So Selbstverständlichkeit im Bier Das ist trinken. das Selbstverständlichkeitsbier, sondern dieses, mir gustet jetzt richtig auf ein Bier. Sowas finde ich eigentlich ganz super. Ich weiß nicht, haben es mir im Podcast schon mal besprochen oder privat? Schmeckt ein Bier? Weil bei mir war das ganz lange so, dass mir das Bier einfach echt nicht geschmeckt hat. Also geschmacklich, das so herb und alles zusammengezogen, irgendwie so bis so 17, 18, dass ich echt jetzt nicht, dass das nicht gut war. Und jetzt, wenn ich ein Bier trinke, das ist halt einfach echt, schmeckt mir auch echt geschmacklich. Dass ich richtig sage, genau was du jetzt gesagt hast, boah, das ist jetzt einfach vom Geschmack her echt gut und echt irgendwie ein Genuss. Ich glaube, bei mir auch, das ist bei mir auch über die Jahre mehr gewachsen, dass ich sage, mir schmeckt es mehr. Früher war es halt, ja, tut man halt. Und natürlich, aber ich kann generell nicht sehr viel Bier trinken. Das sind gewisse Tage, wo halt wirklich, wo man sich wirklich Alle die denkt, mit G-Enden und Mittwoch. Nein, aber es gibt ja wirklich eine, die zwischen 15 halbe Jahre und da denkst du, was ist mit dem los? Das geht. Das ist der Fahrer. Ja. Oder den. Aber nein, bei mir ist da bald einmal Sense oder muss ich halt auf irgendwas anderes umsteigen. Genau. Nein, ich war voll der Biertrinker und bin aber dann jetzt echt schon seit langem auf Team Spritzer. Beim Spülen und so oder generell auf gemütlich bin eher ein Weintrinker, eher ein Weinmensch. Aber doch immer nur Bier zum Genuss. Ja, es gibt ja auch gute. Es gibt auch Momente, da Passt einfach ein da Bier. möchtest du ein kaltes Bier trinken. Musifest, nach dem Festtakt, wenn du mit der Musimusche bist, dann eine in das heiße Bierzeit und dann kommt die erste Fuhr Bier und der erste Schluck dann, wenn du Stusen schon wieder drauf hast, das Mascherl runter und dann also das ist doch Genuss, Wellness, sage ich da dazu. Ne? Oder? Sicher, so. Das Ich sind bin so zwar nicht bei der Momente, Musik, aber das sind so Momente, da ist er so, spür's auch. weißt du, wenn dann beim Glasl nur wenn das schon so beschlagen ist. Ich finde zum Beispiel bei, das war jetzt an meine Jugend und so, nicht, Kindheit kommt jetzt ein wenig blöd, gell, aber weil jetzt an meine Manfred, Jugend. du kannst drüber reden. Du kannst drüber Wenn ich an reden. meine Jugend denke, so beim Haien ist ja das Geilste, wenn du auf die Nacht 4 bist mit der Arbeit und dann sitzt da und dann bei der Jausen ein Bier. Man huscht zu laut. Manfred, wie alt warst du? 19, 20. Was, mit 16 machst du einen Traktorführerschein und dann darfst du eigentlich nach getaner Arbeit auch schon ein Bier trinken. Ja, schau, ja mit 16 darfst
Darfst du 16 sowieso bringen, oder? oder? Ja. Oder haben sie es jetzt schon gegeben? Bei uns hast ich weiß, wie ich 16 war, Das weißt du noch. ja, wie ich 16 war das erste, was ich da habe. Das erste, was ich da habe, zum Chick-Automat und Bankomatkarten reingesteckt. Schauen, ob es geht. Schauen, ob es geht. Dann haben wir gleich 2 Packen Marlboro überlassen. So schlecht gewinnt er noch, weil wir eine Nacht da und geraucht haben. Aber ja, das war mein 16. letzte Geburtstag. Woche. Hui. Wie du letzte. Hast du deine Bankomatkarten freischalten, Mann? Haben wir noch eine Frage, sonst hätte ich was. Generell einmal ganz kurz, der liebe Florian hat uns eine ganze Litanei, also Litanei ist ja ein deutsches Wort, oder? Ist das salzburgerisch für... Einen langen Text. Nein, es ist lateinisch, Litanei. Litanei. Schon, es ist schon. Ja. Keine Ahnung. Eine sehr lange Nachricht geschrieben mit diversesten Fragen. Also da werden wir jetzt echt die nächsten Folgen noch zu knappern haben. Aber auch sonst sehr viele Einsendungen. Vielen Dank und schickt uns gerne noch mehr. Also wir haben da großen Spaß. Themenvorschläge sind irgendwie lustig. Er hat gesagt, das passt eigentlich ein bisschen, haben wir eigentlich, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen beantwortet. Aber auf der einen Seite, wo wir es uns aussuchen konnten, veganer Toast, koffeinfreier Kaffee oder alkoholfreies Bier, was wir nehmen. Also ich gebe mal meinen Tipp, alkoholfreies Bier. Was? Vom letzten Mal. Sag nochmal. Veganer Toast, Harry, das ist, glaube ich, dein, da kannst du den Kopf zerbrechen. Koffeinfreier Kaffee oder alkoholfreies Bier? Ich war eher bei veganem Toast, wie du das sagst. Da ist dann bei dir nicht mehr Gugelrutz drin. Nur noch. Einfach nur Gugelrutz. Nein, aber ich habe jetzt schon öfter vegan gegessen und das kann richtig geil sein. Das kann richtig geil sein. Und ich glaube, dass man da was Geiles machen kann. Es ist halt die Frage, ja, wenn du halt dann mit den ganzen Dings anfängst, so das, was halt dann, was ich aber ein wenig bedenklich finde, ist, wenn es die Wurstbladeln, die was halt ausschauen, als wie bei einem Lego. Kennst du die veganen Wurst? Da gibt es so eine vegane Salami. Das schaut wirklich aus, als wie wenn es das bei irgendeinem Spielzeug oder irgend sowas dabei war. So richtig künstlich. Ich weiß nicht, weiß ich nicht, ob ich da so dabei war. Aber man müsste halt das ein bisschen umändern. Also mit Schinken und Käse geht es halt dann nicht, aber vielleicht kann man halt irgendwas anderes. Aber veganer Toast geht sich irgendwas Geiles. Ein Gemüsetoast oder irgend sowas. Oder ja, irgend sowas kann man sicher machen. Probier mal. Ja, mach mal. Ich probiere. Ich werde forschen. Feldforschung. Sherlock ist hier. Ja, Manfred, du? für das, dass du in einen normalen Toast 2 Sorten Schinken und 3 Sorten Käse reinhaust. War ich jetzt gespannt, wie der Ja. vegane Toast. Wie viele Sorten Gugelrutz das gibt. Ja, wie viele Sorten Gugelrutz es gibt. Du, es ist. Bei mir ist oft das Problem, was ich mache, das ist meistens ein bisschen das Extreme. Also, wenn ich viel friss, dann richtig viel. Und wenn ich sage, ich ist halt nichts, dann geht das auch. Und ja, darum haben ich dann meine Toast eher üppig oder eben nicht. Das ist das, Manfred. Experimentelle Das ist ein Küche. Problem, was ich habe, aber ich bin dabei, dass ich ein bisschen normaler werde. Gell? Herrlich. Du hast noch gar nicht gesagt. Was warst du, Team? Ehrlicherweise Team alkoholfreies Bier. Weil es ist echt. Gut. Bevor ich mir da jetzt dann 8 Liter Cola rein dusche Ja, das sowieso. oder einen Wasserbach kriege, trinke ich halt einfach ein paar so alkoholfreie Weißbier oder was und dann. Das sowieso. Das ist ja aus. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet, lieber Florian, und Natürlich. es werden noch einige Folgen von dir. Einige Folgen. Koffeinfreier Kaffee, weiß nicht. Das, nein. Ja, das ist. Nein. Nein. Was kommt als nächstes? Veganer Toast. Mach einmal, bitte mach mal. Hey, ich habe eine Sache, die möchte ich noch bringen. Ich habe meinen Blog noch hier. Der Foodblogger. Nein, der Foodblogger. Was halt ist. Obacht bei der Schreibung. Oder Ja. das ist das auch. Was denn? Jetzt Ja. gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Aber beim Würstelstandl. Würstelstandl-Gespräche horchen. Gerade so am Abend. Am Abend beim Würstelstandl, wo ein paar so Kandidaten da stehen. Da wusst, es könnte sein, dass, wenn es jetzt 7 Uhr 8 Uhr auf die Nacht ist, dass die Mittag auch schon da gestanden sind. Und nicht nur
Kaskrenner und Münchner Weißwürst konsumiert haben und die Gespräche dann zu hören. Also das ist schon ein Wahnsinn. Wir waren im April, oder? Wie wir mit Season gespielt haben. Da in Wern, oder? Ja. Da waren wir in Wern, da waren wir auch am Das war ja Wahnsinn. Das war ja Wahnsinn. Da haben 2 Tage gestanden. Also wirklich, wie viel Schnaps haben die mitgehabt? Die sind mit so einem Einkaufswagen voll hin und haben geschaut, genau, so ein Einkaufswagen voll, selber schwarzbrennender Wahnsinn! Schnaps mitten in Wern. Also was, wenn du dir mal angeschaut hast und die Gespräche haben ja dann so geil. Das ist ja, mir kommt oft vor, bei denen kannst du nichts richtig machen. Die brauchen einfach irgendwas zum Köbin, zum Schimpfen. Ne? Hätte ich jetzt nicht übersetzt. Köbin kennt man bei uns auch. Nein. Keppeln. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein Salzburger Wort, oder? Ja, der Kevin ist gar nicht so, ne? Johannes Ja. Kepler war, glaube ich. Österreicher, oder? Ja, Oberösterreicher. Ja. Nein, eher schimpfen. Aber die. Ja, ich muss sagen, ich tue es jetzt nicht bewusst, dass ich mir jetzt denke, ich stimme jetzt zum Würstelstand ein bisschen mitlosen, aber das natürlich, auch wenn man da ist und das hört, ist Das es auch schon nicht. sehr, sehr interessant. Und es gibt auch eine sehr interessante Sendung von der Elisabeth Spira am Würstelstand, wo es auch sehr interessant ist. Grenzgenial. Ich glaube, das war eigentlich mal fast ein Wien-Ausflug wert, dass man da mal so die Würstelstandler ein wenig angerast und da ein bisschen schaut, was so geredet wird und wer so unterwegs ist. Also, Wo der eine erklärt, wie man ein Würstel isst. Dass quasi in Oberösterreich ist es ja geschnitten und in Wern kriegt man es also ganz jetzt am Abbeißen. Und wie er erklärt, wie man das Würstel isst, dass man sich nicht anspritzt. Hallo, aber das ist ja scharf, gell? Brauche ich gar nicht mehr sagen, der scharf. Und dann war es der scharfe Burnhändel mit einem scharfen Tempo, scharf. Wie lange das er das erklärt, allein schon. Und wie er das dann, das ist ein Wahnsinn. Schaut euch das an. Alltagsgeschichten am Würstelstand. Nein, aber ich finde so Gespräche echt geil, weil so lange höre ich dann auch nicht zu, aber zum Beispiel, was So Stand halt, ne? ist mir heuer auch schon passiert, gehst hin, dann bestellst du ein Würstel und währenddessen, dass du wartest, schaust du gleich irgendwie im Handy oder ruft wer an oder irgend sowas und dann sehe ich dabei, ja, die scheiß Handys da, nirgendwo kannst du bei eingehen, an den scheiß Bildschirm da, überall tippen so an, jeder so ein Trottel. Also wirklich. Ja, die schauen die einfach einmal an und suchen das eine, denken, was stört. Und auf Ja. den- geil. Sommer. Ja. Schön. Es wird vielleicht einmal, haben wir mal in der Pension, wenn keiner mehr den Podcast hört. Fürs Pension gehen müssen wir mal arbeiten, haben wir was. Aber es hat auch viel mit dem zu tun, wir sind es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass man angesprochen wird. Also früher hat auch eine Zeit gegeben, da war das normal, dass du ins Wirtshaus gegangen bist und dann hast du halt ein paar Leute angeredet. Schaut Ja, ja, da da war was. es normal, dass du schaut zu ja wem da zugeguckt hast, wenn du da laberst. Ja, und da ist man einfach auch ins Gespräch gekommen. Und heutzutage tut man das von Haus aus sowieso nicht mehr. Und was überbleibt, ist halt dann das negative Zeug. Ja. Weil wenn er jetzt dann die freundlich anredet wirst und so macht er wegen einen aggressiven Icebreaker und weiß, im besten los Fall ist. kommt irgendwas Lustiges zurück. Nein, mir hat das in keinster Weise gestört. Ich finde es einfach nur lustig. Und ich finde es lustig, dass man solche Typen wirklich fast bei jedem Würstelstandl trifft. Das sind so richtige Würstelstandlsteher. Sollen wir das einmal tun? Dass wir uns einmal wirklich so einen ganzen Abend hinstellen? Sollen wir einmal die Würstelstandlsteher sein? Und Leute ausrichten. Ja. Ja, jeden, der was zugibt. Ja. Aber da müssen wir sich zuerst mit dem Würstelstandl ein bisschen. Also ich glaube, da gibt es, glaube ich, sowieso. irgendwann mal so ein Macken, so viel Geschäft über so viel Zeit. Musst du mal. Dass du deinen Rang quasi verdienst. Ja, Deinen Stammplatz. genau. So ist Ich habe lustigerweise, weil du jetzt sagst, mit dem Reden und so weiter, war jetzt nicht am Würstelstand, aber war vor einem Salzburger Nachtlokal, einem irischen. Ich bin da mal gestanden, Gott sei Dank hast du jetzt nur gesagt, einem irischen. Wir wollen ja anonym Im bleiben. Irrenhaus. Ich bin da mal da gestanden jetzt vor kurzem, draußen, und es ist einer zu mir hergekommen und hat auch so, weißt du, oder nicht, ich brauche Zigaretten hin und her, Dings, und habe ihn halt angeschaut und dann habe ich gesagt, du, wenn du ein bisschen netter fragst, kennen die da wen, der was hat, nämlich ich, gell? Und dann hat er mal geschaut und dann hat sich ein sehr nettes Gespräch daraus entwickelt und der war dann irgendwie ganz perplex, dass er jetzt da irgendwie so
so was Druck kommt, irgendwie so auf die Art. Und der hat mir dann sogar noch einen Job angeboten. Also er hat gesagt, ich arbeite in einer Firma und hat mir seine Karte gegeben und ich sollte mich melden und meinen Du Lebenslauf sollst schicken und so. für ihn morden. Nein. Was? Kommen wir mal zu einem Aber Casting. interessant, Können wir mal zu einem Casting? Wir machen da so einen Podcast und wir haben da eine Couch und wir haben da ein Interview machen. Es sind ein paar Kameras da. Genau. Wir können einmal Webcam telefonieren. Müssen im besten Fall bitte vorher rasieren. Ui, wir gleiten schon wieder ab. Und die Zeit, Ja. ich glaube, wir sind schon gar nicht mehr im Bild. Vielleicht sagt man Dominik Meisnitzer bald nicht nur am Daxel-Kanal, sondern auch, Sonst wo. Nein, es war ein seriöses Angebot. sondern auch von sehr standhaft irgendwo auf anderen Kanälen. Sieht man schon, muss man nur suchen. Nein. Spaß beiseite. Gut, Merkt ich man glaube, man selber? sieht schon wieder näher. Merkt man selber, ohne Alkohol haben wir nicht die gleichen, oder schon? Oder ich weiß nicht. Solange es ein Würstelstandel gibt, gibt es die Gesellschaft. Okay. Ich finde schon, dass wir jetzt trotzdem ganz lustig sind, oder? Na, ich glaube auch. Das nächste Mal saufen wir wieder. Ja. Du weißt halt Balken lieber hast, als wir Walzer, aber sonst. Ja, ich schwarze Schaf. Spielen wir noch einen, oder? Spielen wir noch einen. Zum Abschluss. Am Bayerischen. Wir hören Sie dann, sehen Sie dann nächste Woche schon wieder. Im Dezember Wow. zur Folge 11. Zur Folge 11. Da müssen wir was zum Thema Elfis machen. Wow. Da wird man ja. Herz, was willst du mehr? Vielleicht kommen die Elfen. Nächste Woche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geht's ja der Advenker uns weh. Schalt's die nächsten 4 Wochen ein. Lasst uns euer Adventkränzchen sein. Und der Adventskalender. Wir wünschen euch alles Gute. Fahrt ein bisschen runter. Genießen wir die Startzeit. Vierte. Und einen schönen Advent. Perfektes Timing. Schaut auf Instagram vorbei. Könnt ihr den Adventskalender gewinnen? Genau. Instagram. Ja, und was zum Wir sind auf Spielen. Instagram. Oh ja, Ja. Das Bild ist schon lange aus, das braucht jetzt nicht mehr posten. Also, Und Super. Kai will wieder niedersitzen. Sehr gut. Gewaltig. Podcaste. Das ist Salzburgerisch für Podcast.